Fucking hell! Und wir sind wieder im Inneren des Altro Towers. Voicemail, selber hier. Du bist schon am Turm? Ungeduld führt zu Fehlern, sei vorsichtig. Hier ist Volara. Den Blaupausen des Turms nach zu urteilen hat die Barriere 3 separate Schichten. Jede dieser Schichten scheint von einem anderen Stock aus kontrolliert zu werden. Das hat Volara richtig erkannt. Über uns befinden sich 3 Barrierekontrollräume. Ich habe das Barrieresystem nicht entworfen, aber ich weiß, wie der größte Teil davon konfiguriert ist. In jedem Stock speist eine Stromkreiskugel Energie in eine der Barriereschichten ein. Es gibt nur ein Problem, oder genau genommen 3. Das Sinistrio. Die Stromkreiskugeln werden von Altros gefährlichsten Führungsleuten bewacht. Im Sinistrio. Told ja. Man sieht jetzt ja hier so ein Zeichen über dem Pokémon. Das heißt wahrscheinlich, yo, ich bin jetzt fangbar. Obwohl hier feindliche Übernahme scheint. Ah, okay. Aquana. Wenn du da bist, dann nehmen wir wieder Dynamit, oder? Okay, mal schauen. Oh. Hier spricht der Altro Kerncomputer. Energiestufe der unglaublichen Maschine beträgt gegenwärtig 1. Notwendige Energie für Stufe 2, 50%. Ich wiederhole, 50%. Energie steigt stetig. Keine Anomalitäten. Ach, verflixt, uns läuft die Zeit davon. Die unglaubliche Maschine hat 3 Energiestufen von 1 bis 3. Weil halt sie Stufe 2 erreicht sie Stufe 3, hat Almia ernsthafte Probleme. Oh nein! Das müssen wir verhindern, verdammt die Scheiße. Wir müssen so schnell wie möglich alles ausschalten, was geht. Ey, die sind ja so aggressiv, die Pisser. Brauchen wir Tackle 3? Ich hoffe mal nicht. Hier ist wieder Ampharos. Brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir haben schon überladen 3 dabei. Das Strahlensystem schaltet sich auch nicht aus, wenn ich mich nähere. Das System erkennt mich nicht. Wir müssen es anders ausschalten. Die Stromkreiskugeln des Systems muss zerstört werden, damit wir weiterkommen. Okay, wir sind hier auf Ebene 1. Und dann die Song. Jetzt hier los. Beim ersten der 3 vom Sinistrio. Der Kontrollraum der gelben Schicht liegt hier drin. Odo, der mit den gelben Klamotten, müsste hier das Sagen haben. Bist du bereit? Jawohl. Dann lass es da hineingehen. So. Bereit für ein drittes Match? Ist er bereit, oder? Ich höre jemand hier reinkommen, aber es riecht nicht allzu schlimm. Unsere Leute sind das trotzdem nicht. Du denkst auch so, mein niedliches Rihornio? Du, Ranger, du schon wieder? Bringst sogar Professor Albert, den Verräter. Ihr zwei kommt zum Ausschalten des Barrieresystems, ja? Wollt diese Stromkreiskugel zerbrechen, wie? Nein, kann ich euch das nicht tun lassen. Ich sage nein, auf keinen Fall. Okay, Rihornio. Dann sind's wir wohl. Diesmal die Besonderheit, kein Conmini. Rihornio. Die Bosse werden von der ultimativen Maschine direkt geführt. Oh, what? Das hat Damage gemacht? Mal schauen, was wir ausrichten können. Mit der doppelten Aufladung eine Menge. Perfekt. Oh ja, wir haben schon richtig gut Damage direkt am Anfang gemacht. Mit der dreifachen Aufladung, hoppla. Ja, schaut gut aus. Gott sei Dank bist du ein langsames Vieh. Okay, also du passt irgendwie zu Odo, sehr langsam und dumm. Und wir haben die besiegt. Pew pew, Motherfucker. Ich möchte nichts sagen, aber die Weber-Rack waren schwieriger. Aber die Besonderheit ist ja, du konntest ja theoretisch für uns Fanger werden und Mitnehmer werden. Und wieder verloren. Wieder und wieder. Deprimiert mich. Die ewige Verliererei. Hab mein Gesicht vor unserem Boss verloren. Aber mein Stolz ist sowieso am Boden. Gibt jedoch Schlimmeres. Wichtiger als mein Stolz ist das Barrieresystem. Keine Sorge also, das Barrieresystem geht nicht so leicht kaputt.
Und meine Wartezeit mit der Stromkreiskugel habe ich nicht völlig verplempert. Habe hier was eingebaut. Kleine Falle vielleicht? Aber nein, vergesst es. Ich sage nichts. Ciao, ciao, adieu. Dieser Typ ist ein Witz. Vermutlich hatte die Stromkreiskugel so programmiert, dass sie als Ziel nicht einfach so beseitigt werden kann. Aber rate mal, wer Odo und den anderen beiden das Programmieren beigebracht hat. Odo hat wohl vergessen, dass ich das war. Also, sorry. Aber das Sinistrio kann niemals programmieren. Und bingo, seht ihr? Falle in 1,38 Sekunden entschärft. Jetzt solltest du das Ziel gefahrlos beseitigen können. Okay, was brauchen wir dafür? Zertrümmern 3. Moment mal. Also wir haben Zertrümmern dabei, kein Ding, aber welcher Pokémon hat vorher Zertrümmern gehabt? Also das hier in der Umgebung ist. So, Dragonier, du kommst jetzt endlich zum Einsatz. Du warst lang dabei, du schönes Tier. So, erste Stromkreiskugel ist down. War schon so ein kleines Ziel, dass wir halt alle schaffen. Hey, ist eigentlich schon mal geil. Das erste Ding außer Gefecht. Voicemail? Hier ist Cyber, auf Rundflug über euch. Die äußerste Schicht der Barriere ist weg. Gute Arbeit, nur noch 2. Los, schnell, weiter ins nächste Stockwerk. Jawohl. Ah, die erste Schicht ist weg, jetzt sieht man's. Nice one. Ey, geil, dass das ja nur mal so dargestellt wird auf dem kompletten Bildschirm. Ah, da. Da kriegen wir nur mal zu trümmern. So, schnell nach oben. Ab zu Lavana. Oh, was ist jetzt los? Ah, scheiße, Stufe 2, oder? Hier spricht der alte Kerncomputer. Hier spricht der alte Kerncomputer. Energiestufe der unglaublichen Maschine beträgt gegenwärtig 1. Ach so, immer noch. Ah, notwendige Energie für Stufe 2, 20%. Ich wiederhole, 20%. Energie steigt stetig. Keine Anomalitäten. Das ist nicht gut, das System lädt sich schneller auf, als ich erwartet habe. Ja, dann lass mal nicht labern, sondern lass mal hier machen. No way. Der Bereich ist sogar rosa. Da drin ist der Kontrollraum der roten Barriereschicht. Die Zuständige hier ist Lavana, diese furchtbare Frau in Rot. Bist du bereit? Ja. Na dann, los! Let's go. Lavana, bist du bereit für ein Rematch? Klatsch die um, du abgehobenes Stück. Scheint niemand hier zu sein. Ja, geil, dann lass uns einfach direkt die Kugel angreifen. Wir scheinen Glück zu haben. Zerstören wir die Stromkreiskugel, solange wir können. Oh, hallo zusammen. Ihr wollt euch noch nicht etwa an mir vorbeischleichen, ihr Schnuckel? Es scheint ja richtig Spaß zu haben. Ach, dass ich mein niedlicher Computerlehrer ist. Du hast deine Fehler erkannt und kommst, um dich zu entschuldigen, nehme ich an. Und weil du dich so schämst, hast du deine Ranger-Freunde auch noch mitgebracht. Du bist so durchschaubar wie immer. Sarkasmus ist nichts für dich, Kleiner. Ich weiß, dass du hier bist, um die Barriere abzuschalten. Leider wird das nichts werden. Mark Brandt sorgt dafür, dass sie das begreifen. Okay, Mark Brandt. Jetzt geht's los. In der Ranger-Vereinigung hast du die Nummer vor dem Kampf drücken können. Wir stellen uns schützen vor Albert. Der konnte mich doch nichts ausrichten. Mark Brandt. Let's go, Lavana. Oh, du hast die gleiche Scheißattacke wie... Welcher Pokémon war es? Boah, ich weiß nicht mehr. Aber diese Flammenwand eben. Boah, heute aber... Hä? Was, Leute? Jetzt gibt's mal wieder Gott, die Bosse, Mann. Was ist da los? Hä? Scheiß Lavana, der Batz. Klatsche links, rechts und sie lacht nur echt. So, Brand 5. Brand 5, krass. Im Almir-Schloss brauchen wir Brand 5. Ziggy-Grot. Ist das gerade wirklich passiert? Ich soll verloren haben? Sowas soll tatsächlich passiert sein? Was? Die Gelbgelbe? Habe ich nicht. Das Ding ist zu schwer, um es mit sich herumzutragen. Eieiei. Okay, bleiben wir in Bewegung. So, schalt die Scheiße aus. Haha, diesmal waren es nur 1,07 Sekunden. Lavanas Fallen... Lavanas Fallenprogramm war auch keine wirkliche Prüfung. Du kannst das Ziel jetzt beseitigen. Ich habe irgendwie am Anfang mir ein bisschen... Ah, haha, löschen noch wieder bei. Ich habe am Anfang irgendwie auszusehen ein bisschen mit Lavanas Stimme geredet. Das ist natürlich interessant, weil die Stromkreiskugeln müssen beseitigt werden, so wie die Kongigas. Also gelb mit Zertrümmern, rot mit Löschen und dann wird blau wahrscheinlich mit
Boss war den Blau. Überladen, sei. Aber wir wissen nicht genau, deswegen schauen wir mal lieber, dass wir Akani auch noch mitnehmen. Hier ist Volara, oben in den Wolken. Die zweite Schicht der Barriere hat sich gerade aufgelöst. Tolle Arbeit, Mare. Jetzt ist nur noch eine Schicht übrig. Wir sind fast durch. Jetzt brauchen wir nur noch die blaue Schicht der Barriere abzuschalten. Oh yeah. Wird immer schwächer, wir kämen immer näher. Oh ne. Die zweite Stufe ist erreicht, oder? Hier spricht der alte Kerncomputer. Energiestufe der unglaublichen Maschine beträgt gegenwärtig 1. Notwendige Energie für Stufe 2, 10%. Ich wiederhole, 10%. Energie steigt stetig. Keine Anomalitäten. Das System scheint verrückt zu spielen, aber es hat beinahe Stufe 2 erreicht. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ja. Schon klar. Aber Akani muss trotzdem sein. Rezo? Wo steckst du? Das ist der letzte der Barrierekontrollräume. Vermutlich hast du es bereits erraten. Der Boss, hier ist Glasio, der Mann in Blau. Außerdem ist er der Anführer des Sinistrios. Sei immer auf der Hut. Ach, der ist sogar der Anführer? Jo, selbst für den sind wir ready. Okay, dann mal los. Wahrscheinlich hast du vielleicht sogar noch ein bisschen einen stärkeren Boss jetzt. Na, du wartest hier. Oh mein Gott, Alter. Grüße, Top Ranger. Und ein dickes Hallo an unseren Computerlehrer, das Wunderkind Albert. Willkommen im Altro Tower. Sehr bald wird das Datum umschalten. Ja, für Almir bricht ein neues Zeitalter an. Kommt, zählt mit mir die Sekunden bis zu Almirsheim Anfang. Wie ihr wisst, war ich immer ein Pazifist, so bin ich eben. Tja, aber Deppen konnte ich immer schon. Ich tue das also nur für den Frieden. Galagladi, jage diese Eindringlinge bitte vom Firmengelände. Und Galagladi ist so ein geiles Teil. Ich habe mir mal einen Jäger Galagladi gemacht. Galagladi. Let's go! Und auch hier haben wir wieder ein Rematch. Galagladi ist halt crazy, kann sich porten und ist fucking schnell. Das ist halt ein Problem. Okay. Aber wir haben bis jetzt schon wieder richtig fett Damage gemacht. Okay, I see. Du kannst O-Dashen, teleportieren und dann attackieren. Das ist crazy. Wow. Okay, ja. Aber wir haben dich am Schlawittchen. Bam. So, Kollege. War der Schwarze von den 3 jetzt? Aber hat trotzdem noch nicht so viel zu melden. Zerschneiden 5, ja! Das braucht man. Geil, Mann. Was zum... Von ein paar Kindern zu Fall gebracht? Ja, kennst du irgendwo her, oder? Tut mir leid, Glasio. Ich würde gerne einen Blick auf dein lahmes Fallenprogramm werfen. Hä? Oh nein. Sag bloß, dass Glasio heftiger Programmierer ist. Was? Ist ja seltsam. Das hier ist nicht das Amateurprogramm, das ich dem Trio beigebracht habe. Oh. Scheiße, Glasio hat's drauf, oder? Seinem Depp noch zu urteilen? Haha. Ich lache also doch als letzter. Albert, ich war mit dem einfachen Programm nicht zufrieden, das du uns beigebracht hast. Ich habe Programmieren gelernt, als wenn es keinen Morgen gegeben hätte. Jeden Tag. Dieses Fallenprogramm ist ziemlich elegant, meinst du nicht? Als ich hörte, dass 2 Diebe eingebrochen seien, habe ich das Programm in aller Eile nochmal neu programmiert. Das ist Cap und du warst es auch. Du hast es irgendwo aus dem Internet kopiert. Hier spricht der Altro-Kerncomputer. Energiestufe der unglaublichen Maschine beträgt gegenwärtig 1. Notwendige Energie für Stufe 2, sehr wenig. Ich wiederhole, sehr wenig. Energie steigt stetig. Keine Anomalitäten. Klingt, als hätte der Anomalitäten zuhauf. Trotzdem scheint dir praktisch keine Zeit mehr zu bleiben, Albert. Die unglaubliche Maschine wird in Kürze Stufe 2 erreichen. Und wenn das Datum umschaltet, ist Stufe 3 dran. Die Maschine hält ihren Zeitplan mit Altros Geburtstag genau ein. Keine Sorge, Mare. Ich werde das Fallenprogramm knacken. Albert, du bist immer noch ziemlich schlecht im Akzeptieren auswegslose Situationen. Was vermutlich der Grund dafür ist, dass dir diese großartige Erfindung gelungen ist, wie man einwenden könnte. Oh na. Nummer Olli 3? Wir haben die Befehle vom Boss nicht ausgeführt. Mein Make-up ist wieder aufgefrischt. Dann können sie wieder losgehen. Ein nerdes Rematch. Eure Fallenprogramme waren Schrott.
Ihr hättet ja auch gleich Amateurcode 1.0 und 2.0 nennen können. Dank eurer Unfähigkeit konnte dieses Ungeziefer bis hier heraufkrabbeln. Ha! Über eure kümmerlichen Versuche zu jammern bringt uns auch nicht weiter. Leiht mir eure Pokémon. Lasst uns sehen, wie ihnen ein Angriff von 3 Pokémon schmeckt. Nein. Nein, alle 3? Oh, sehr gut, gut. Der Ranger hat keine Chance. Sehr gut gemacht, Chef, ja. Fucking hell. Rihornia. Magbrand. Galagladi. Fuck. Taktik. Traummagie. Bam, Nummer 1. Bam, Nummer 2. Bam! Scheiße, der war gerade ein bisschen überemotional. 3, Alter! Alle 3 weggeknatzt. Jetzt kommt's ins Schwitzen, oder? Malaka. Oh, Boss, er ist ganz oben, oberhalb von uns. Ihn zu schützen, das ist unser Job. Wait. Der Big Boss ist oben? Oh mein Gott, wir werden jetzt so die Fresse polieren, Mann. Die Schande ist zu groß, um mein Gesicht vor dem Boss zu zeigen. Nicht nachdem mich dieses Gehör erneut geschlagen hat. Okay. Sie macht einen Rückzug, oder wie? Oder ist oben beim Boss? Ihr rückgratloser Verlierer. Dieser Kampf sollte nur den Schein wehren. Es sollte nur die Zeit überbrücken. Wenn sie mein Fallenprogramm nicht knacken können, sitzen die beiden nämlich hier fest. Was? Hey! Ach stimmt, Odo guck gar nicht nach oben gegangen, sei. Das ist ja die Barriere. Albert? Was soll dieses dämliche Gekichere? Das kann nicht sein. Du hast mein Programm geknackt? Das war unglaublich schnell. Das Wunderkind Albert zum Gegner zu haben, ist doch ziemlich furchterregend. Hier, nehmt die elende Gelbgemme. Nehmt sie einfach und verschwindet. Aber versprecht mir, dass ihr mich nicht verfolgen werdet. Glasio kriegt so Schiss? Nee, Alter, das... Sorry, aber die Gelbgemme so zurückzukriegen ist weird. Wir müssen den hier schon Klatsche verpassen. Programm abgeschaltet. Mario, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Du kannst das Ziel nun beseitigen. Yes! Was brauchen wir? Überladen. Ich hab's gewusst, haben wir dabei und ritzel den Scheiß. Aber die Maschine ist ja nur eingeschalten, oder? Weil man sieht's ja an diesem Flimmern. Vorsicht, Mario. Oh! Bist du in Ordnung? Das war eine Falle mit Auslöseverzögerung. Ich hätte nicht erwartet, dass Glasio so etwas Kompliziertes programmieren kann. Diese 3 haben alle den falschen Weg gewählt. Sie sind genau wie ich. Ist ja nicht genau wie du. Die eine ist dumm, die andere ist abgekommen und der andere ist abgekommen. Hier ist Cyber, euer Auge am Himmel. Die letzte Barriereschicht ist weg. Die Barriere ist gefallen. Wir können wann immer wir wollen an den Schattenkristall herankommen. Ich mache mir etwas Sorgen um Bodo, aber er ist ein Top Ranger. Er schafft das schon. Passt nur auf. Hastings hier. Cyber und Volara, könnt ihr mich da oben empfangen? Umkreist den Turm und versucht so nah wie möglich an ihn heranzukommen. Auch eure beiden Gemmen allein haben eine gewisse Wirkung auf den Schattenkristall. Geht klar. Verstanden. Ja, das stimmt. Aber alle 3 Gemmen haben natürlich die stärkste Wirkung. Da schauen wir jetzt, dass wir hochkämen. Oh, damn. Hier spricht der alte Kerncomputer. Energiestufe der unglaublichen Maschine hat Stufe 2 erreicht. Notwendige Energie für Stufe 3. Noch 99, noch 98, noch 97, noch 96, noch 95, noch 94. Es sind keine... Oben rechts, unten links, oben rechts, unten links, oben rechts. What? Der Maschine geht's gar nicht gut. Oh! Die Traumenergiemaschine hat endlich ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht. Ja, aber scheint da nicht irgendetwas schief zu laufen? Oh nein. Das ist dunkle Magie. Die Finsternis überall mir.
Irgendetwas ist mit dem schwarzen Kongigas nicht in Ordnung. Die haben schwarze Kongigas baut. Es ist, als ob sie von dem schattenhaften Wesen kontrolliert würden, statt umgekehrt. Das sollte nicht passieren. Was geht hier vor? Holy shit, Alter. Jetzt habt ihr es komplett versaut, oder? Nein. Ganz Almir. Nein, nein, nein. Ganz Almir steht unter Einfluss der unglaublichen Maschine. Die Pokémon? Was ist denn nur in sie gefahren? Sie leiden, aber woran? Das ist nicht normal. Oh nein. Die Pokémon wüten auf unnormale Weise in der Gegend herum. Du, Nachtschattenschurke. Das ist dein Tun, oder? Nee, Digga, keine Ahnung, was die Scheiße soll hier. Keine Ahnung, Mann, Bro. Nein, ich bin das nicht, ich schwöre. Ich habe da doch gar nichts getan. Sie werden von irgendetwas anderem als meinem Kombini gesteuert. Ja, schau mal, selbst die Mitarbeiter haben keinen Plan. Sag mal, weißt du die Idee oder was? Sieh dir die Anzeige auf dem Boden an. Die Energie der unglaublichen Maschine hat Stufe 2 erreicht. Hat sie diese Stufe einmal erreicht, dauert es nicht mehr allzu lange, bis die letzte Stufe erreicht ist. Präsident Strahlemann ist dabei, sein Ziel zu erreichen. Er ist bereits oben. Beeil dich! Nubilos! Das gibt's in der nächsten Folge. Die findest du in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Der kriegt so aufs Maul.